Link, nimm das Schwert da weg. Link, bitte nimm das Schwert weg. Ich weiß, du bist sauer, weil du schon so lange Sendepause hattest. Verstehe ich ja auch, Alter, aber... Ey, Alter, nimm das Schwert da weg. Das Teil ist viel zu spitz, zu lang und... Danke, Link. Danke, Link. Alter, ey, dir will ich nicht im Dunkeln begegnen. Ja, Freunde, willkommen zurück hier bei Skyward Sword Heldenmodus. Ihr seht schon, Link ist ein bisschen sauer. Wie gesagt, ich kann ihn verstehen. Er hatte schon längere Zeit Sendepause und so. Aber jetzt geht es ja munter weiter und hoffentlich in einem Rutsch. Sprich, dass ich noch in meiner Urlaubsphase jetzt halt noch das Spiel hier komplett durchspielen kann. Naja. So gut es ihm geht. So, ich überlege gerade, wo waren wir stehen geblieben? Die Typen müssen alle noch erledigt sein, dann kommen die wieder. Nö, ist nicht down, sehr schön. Ich will ja für den Kapitän, für den Mon Capitän, will ich ja seine... Mehr verarschen? Alter! 2 Herzen abgezogen. Ja, willkommen zurück um 4 Herzen. Okay. Für den Mon-Kapitän sollen wir seine Mannschaft zurückholen, die ja unten eingeschlossen ist. Wir erinnern uns noch an den, vorletzten Part, glaube ich, so ungefähr. Wo wir diese Typen ja gesehen haben. Wir konnten sie nicht befreien, aber wir haben sie gesehen. Und deswegen müssen wir jetzt mal gucken, wie wir diese befreien können. Der müsste... Oh, mir fehlt die Karten noch, zum alles komplettieren, okay. Zweites Untergeschoss war es, genau. Hier drin sind sie, hier kommen wir rein, hier waren wir bereits und haben hier einen Schlüssel gefunden, glaube ich. Der war ja... Genau. Für Captain Hook, von dem haben wir wiederum dann den Bogen erhalten. Genau, ich erinnere mich langsam wieder. Jetzt mal kurz gucken. Ich will ja dahin, das ging, glaube ich, nur über Umwegen. Naja. Das mal kurz runter und quatsch mal mit denen. Vielleicht haben sie einen Hinweis für uns. Wer weiß das schon, nicht wahr? So, hat sie unten noch ein paar Gegner oder bin ich relativ alleine unterwegs? Ah, sieht doch gut aus, sieht doch gut aus. Oh. Zurückgefreut. Nein! Immerhin, die Steuerung funktioniert, ist doch auch mal schön, Freunde. Ja, die Steuerung... Was willst du da drüben? Was? Alter! Der überlebt das, wieso überlebt er das? Bei der Macht von Grayskull! Du bist tot! So, ja. Alter, irgendwie dachte ich an so ein, ja, gezielter Schuss mit dem Holzbogen würde eigentlich ein bisschen treffen und so, nicht wahr? Oh. Wie auch immer, Fei hat was zu reklamieren hierbei. Gebieter, ich empfehle dir nach oben zu sehen. Durch die Öffnung in der Decke kann man den Stein der Zeit sehen, der sich an Deck befindet. Ich denke, dass du ihn von hier aus mit einem Pfeil oder einer ähnlichen Fernwaffe treffen könntest, wenn du genau zielst. Ja, Feuerwaffe geht natürlich auch. Genau, deswegen, weil wir da durch wollen, müssen, wie auch immer, ja, wieso überhaupt? Naja, wir werden es gleich sehen. Treffe ich ihn von hier aus? Motion Plus, also blieb nicht im Stich. Na, ist doch fabulös, Freunde. Ja, war toll. Ich gucke gerade noch. Wir haben wieder 3 Feen, genau, 3 Feen. Achso, die Bombentasche. 3 Feen, hier hat es eine Truhe. Was hat sie drin? Herzteil? Nö. Das haben wir auch schon bereits in der letzten Folge mal genauer betrachtet, die Truhe. Und hier haben wir die Dungeon-Karte drin. Na, endlich. So, mit der Dungeon-Karte sehen wir alle Räumlichkeiten inklusive der Truhen. Sehr schön, sehr schön. Dann mal kurz Cookie machen. Erdgeschoss, das ist klar. Genau, hier sind wir in der Kajüte des Captains. Da bekommen wir, glaube ich, noch den Endkey. Nö. Hä? Wir haben hier keine Truhe. Okay. Crazy. Genau, hier ist die Aura der Flamme. Die ist hier drin. Alter, er hat 4 oder 5 Truhen, geil. Jetzt noch eine, da waren wir bereits. In der letzten Folge, genau, da habe ich euch erzählt gehabt, dass hier drin... So ein bisschen fies versteckt, aber hier drin ist halt das Herzteil, das man sich erholen könnte, was wir jetzt aber nicht mal machen im 6 Herz One. Hier unten durch muss er noch, genau, da heißt, muss da rein, irgendwie da unten durch, da wieder rauskommen. Dann so, hier die Leute befreien, wieder hier raus und bla 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 bla. Naja, ungefähr so. Kurz mal gucken, ich muss über das erste Untergeschoss rein. War genau, das war ja so eine mühsame Tortur, sage ich mal. Na, das wird noch lustig werden. Aber erstmal hier aufmachen. Zack. Bingo.
dann wieder zurück, weil ich hätte es gerne schon ein bisschen zeitgemäßer. So. Voll ins Schwarze. Naja, eher ins Blaue, ich weiß, aber... was will man machen? Gut, Typen sind da, nö, sind nicht da, sehr schön. Komme ich hier denn rein? Nö, hier alles zu barrikadiert, man sieht schon. Könnte knifflig werden, hier reinzukommen, das machen wir erst später, weil ich will zuerst mal... Kann ich hier bereits... Oh! Auch das geht erst später, also wird er bereits reinkommen. Weil hier durchschießen, ihr seht schon, geht nicht wirklich sehr gut. Naja. Gehen wir kurz nach unten und besuchen die Mannschaft des Captains. Von Captain Schneuzelbert trainiert, war? Wieso Schneuzelbert? Naja, mir will gerade was von Asterix und Obelix sein. So, komm, ich muss doch klappen. Voll aufgeladener Bogen. Ja. Er muss voll aufgeladen sein, sonst klappt es nicht mit einem One-Hit-Kill. Bow, Shoot, wie auch immer. Oh nö. Aber immer Freunde, Trick 17, das geht natürlich auch einfacher. Kacke, Erdenbogen, scheiße. Genau. So geht's. Sehr viel einfacher und hier hätten wir bereits, naja, untersuchen. Die Tür lässt sich ohne Schlüssel nicht öffnen, Gebieter. Frei, ich hab doch gar nicht gerufen. Entschuldigung, aber ich glaub, quatsch halt gerne rein. Ja, das ist mir bekannt. Und hier müsste dann doch wohl die Crew sein. Was ist der Gegner? Was macht ihr denn? Kommt ihr überhaupt hier hoch? Nee, wir kommen nicht hoch. Scheiße, wer kriegt denn jetzt? Machst du das? Mach ich das? Keiner von euch macht das. Boom. Einer macht von Grayskull. Boom. Der kommt nicht wieder. Und tschüss. Das war fies. Nö, das war clever. So, ihr Typen, wie sieht's aus mit euch? Wie bist du als Mensch eigentlich hier reingekommen? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Schön, dass du gemeinsam mit dem Kapitän gekommen bist, um uns zu retten. Aber solange dieser Elektrozaun in Betrieb ist, kommen wir hier nicht raus. Ja, das sieht ein bisschen kacke aus, wa? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ach so, der Maschinenraum befindet sich unter diesem Kerker. Ah, na wunderprächtig. Im Maschinenraum gibt es einen Gang, der diesen Kerker führt. Doch um den Maschinenraum zu durchqueren, musst du die Stromschalter betätigen. An diesen zwei Orten befinden sich Stromschalter. Okay. Unten, oben, alles klar. Wollt mal kurz zentrieren. Geht doch, dankeschön. Hilf uns. Ja, wir helfen auch schon. Klar, Leute. Wir helfen den Typen, weil so kommen wir nicht durch und verlieren wieder mal 2 Herzen, das ist wieder keiner. Also ihr wollt das vielleicht, aber ich will das nicht. Gut. Wir müssen also unten durch, bin natürlich auch schon vorgegangen, aber ich dachte mir, vor allem für diejenigen, die das Spiel noch nicht kennen, dachte ich mir, zeige das Ganze mal, wie man eigentlich draufkommen soll, wie man diese befreien muss. Jetzt überlegen, genau da wäre es ja, wir müssen nochmal ein Stockwerk hoch und dann da rein. Bingo, Bingo, Jackpot. Gut. Ah, meine Nase juckt plötzlich. Hilf, meine Nase. Ach, die Aussauleiste. Der beste Freund des Link. Apropos Link. Na gut, kennt vermutlich sowieso jeder. Kennt ihr bereits einen Witz von wegen, warum Ganondorf das Internet nicht mag? Na, ganz einfach. Es hat so viele Links da. Ja, beim ersten Mal ist es noch witzig, beim nächsten Mal ist es nicht mehr witzig, es ist noch halbbacken. Naja, so viel mal dazu. Gut. Oh. Servus. Ja. Boom. Irgendwie der ganze seltsam ausgewichen. Alter. Und wir bekommen ein Schädel, ein Schmuckschädel. Ich habe Schädelschmuck gesagt. Ein Schmuckschädel. Was das wohl bringen mag? Finden wir es heraus, Freunde, und zwar gemeinsam. Ach du Scheiße, kommt der Scheiß wieder. Genau, da kommen wir nicht rein, Freunde. Ihr seht schon, müssen wir irgendwie
die Zeit wieder mal zurücksetzen. Ah, obwohl... Ja, ganz Zelda-typisch erstmal alles untersuchen und dann irgendwelche abstrusen Gedanken formulieren. Ah, gut. Link. Abraham Lincoln. Ah. Und so kommen wir hoch, 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 höher, höher, höchsten. Ah, bis zum Boot. Na, wunderprächtig. So, jetzt bleibt er auch gedrückt. Gedrückt, gedrückt. Das finde ich ja ganz entzückt. So, wieso jetzt das Ganze? Ganz einfach, wir müssen das machen, weil, wenn wir jetzt rausgehen würden und theoretisch jetzt mal angenommen, ich würde jetzt da oben, also sprich rausgehen, in den Raum zurückkehren auf der gleichen Etage. Moment, ich zeig's euch mal kurz. Würde ich hier zurückgehen, ne, Moment mal, hier war das falsch. Was jetzt? Ah, genau, hier. Würde ich hier zurückgehen, wieder durch die Decke schießen und den Kristallschalter deaktivieren in diesem Sinne. Dann käme ich nicht mehr hier zurück, weil er wäre wieder von Maschendrahtzaun bedeckt. Und deswegen muss man das so machen, damit das funktioniert. So, hier mal noch kurz zeigen, der Maschinenraum. Ist schön und so, aber hier komme ich nicht besonders viel weiter. Zeig's mal kurz. Momentan ist er nicht in Betrieb und deswegen ist hier alles lahmgelegt und wir kommen, oder sind nicht in der Lage, irgendwie durchzubrechen. Seht ihr, da unten ist alles zu. Wir müssen es erst aufmachen, wird es ein bisschen heikel und so, aber es kriegen wir schon hin und hier ist auch alles noch zu, müssen wir alles erst noch aufmachen. Gut, dann eben anders. Wieder Türe auf, da, 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 da. Dann schnell zurück, Link, ja, so geht es natürlich auch, schnell zurück und hier wieder hoch. Muss mal gucken, immer müsste ich eine Vorrichtung haben, wo ich mich hin platzieren kann. Moment mal kurz. Kann ich? Nein, ich kann nicht. Scheiße. Da müsste doch gehen so. Nee, ich kann nicht. Ja, es gibt's ja nicht. Ich muss. Oh nee, jetzt muss ich zurück an Deck. Oh, da. Ist ein bisschen umständlich gelöst, Freunde, aber ist leider wirklich Tatsache. Gut, ich bin dann zurück im Raum hier. Schön. Hier rausgehen könnte ich, wenn nicht unbedingt das Sinnvollste. Na toll, hat der Kopf vielleicht am Deck. Nix gewesen in den Späßen, wie man doch so schön sagt. Türe auf, Türe zu, darin ist Link ja fabulös. Ne, wollte irgendwie was reimen, was an noch passt, Situation, aber mir fällt gerade nichts ein. Tja. Bin halt kein so guter Sprüchklopfer, jetzt wir können es auch versuchen, aber es klappt nie im Leben. Seht ihr, geht nicht. Ich meine, theoretisch hätten wir eine Millisekunde, um da am Pfeil durchzuschießen, aber ihr könnt es lang versuchen, wie ihr wollt, es klappt nicht. Es geht einfach nicht. Da haben die Entwickler bereits vorgesorgt. So, 6 Herzen, ich bin immer noch nicht gestorben und so. Was ist denn los hier? Ist der komplett langweilig geworden, nicht wahr? Das LP ist voll LW geworden. LP gleich LW und so. Ja, was man sich als Let's Play nicht alles anhören muss heutzutage. Alter, hab gar nicht gesehen. Junge. Nee, oder? Du hast einen verschossenen Pfeil gefunden, der ist noch ganz praktisch. Die sind alle wieder da. Wieso denn das? Weil ein Sack ist da zugesetzt oder wie? Oh, vermutlich weil ich über Bord geflogen bin, wa? So, die nerven später nur, deswegen eliminiere ich die jetzt mal. Eliminieren. Hat es da oben noch ein paar, die ich gerade treffen kann? Wow, Hilfe! Zeig deinen Schädel. Boom. Ja, ich war schon immer gut im Schießen. Hallo, im Schießen war ich gut. Geht doch. Ich weiß, es ist ein bisschen fies und so, aber ihr kennt mich ja nicht, weil ihr kennt mich ja. Hallo, Typi. Hallo, siehst du mich mal? Hey, stop! Nenn mich Hawkeye. Kuckuck. Na, wo ist das Vögelchen? Wo ist das Vögelchen? Boom! Da war's. Wo ist jetzt das Boot? Das müsste irgendwo hier sein. Hallo, Boot? WT
TWF. Ah, so. Entschuldigung, mein Fehler. Das ist natürlich hier oben das Boot. Du bist doch ein Arsch. Du triffst mich eh nie. Einmal getroffen, schon ist er erledigt. So, wo ist da oben noch einer? Da ist er doch. Ich sehe doch die hässliche Zwiebelnase. Knubbelnase? Keine Ahnung. Sind einfach alle... Nein, da oben ist ein Schmuckstelle getroppt und ich habe... Scheiße, egal. So. Jetzt hier, soweit schön. Jetzt die natürliche Betätigung, damit wir hier runterkommen. Das ist auch schon der ganze Trick dahinter. So, jetzt ist halt die Frage, wieso die ganze Mühe, nicht wahr? Ich hoffe, wir reichen von hier aus. Nein, das gibt's nicht, das ist zu weit weg. Scheibenkleister. Oh, come on, Mann, Link. Alter. Also manchmal Link, ey. Was macht das eigentlich da unten? Also wie man schon Platz sehen. Ich meine, es ist eine gute Erfindung, aber die Logik dahinter, warum der Zeiger manchmal plötzlich am Ende der Welt liegt, keine Ahnung. Hey, also da kapiere ich bis heute nicht. So, wir gehen die Pfeile aus, auch schön. Freut mich ja sehr, aber haben wir einen neuen Köcher. Neuen vor allem. Ein paar Mal einen Köcher, boom, und zack. Schon besser. Tja, Freunde, jetzt heißt halt wieder mal Back to the Future. Die Gegenwart hat uns wieder. Ja, die Gegenwart. So, jetzt müsste, wenn man nicht alles komplett irrt, und ich hoffe, es tut es wirklich nicht, müsste der noch funktionieren. Yep, der funktioniert noch, ist zwar ein bisschen angerostet und so, aber funktioniert noch. Sehr schön. Der Tempel der Zeit. Hat ein bisschen was von, wa? Jetzt können wir hier zu... Wow! Ich hab doch etwas gehört. Sehr schön, sehr schön. Ah, was sagt man dazu? Eine Monsterklaue. Davon kann man nie genug kriegen, nie genug. Seht ihr? Nur 5 Stück im Gegensatz zu den dämlichen Schleimdingern. 40 Stück, hey, meine Fresse. Nicht so, Link. Türe auf. Na, wunderprächtig. Jetzt komme ich wieder raus. So, jetzt kann ich hier den Schalter betätigen. Wirkt in der Vergangenheit aber nicht viel ändern. Deswegen muss ich hier nochmal kurz... zurück in die Vergangenheit. Naja, ich meine, mit dem DeLorean wäre es natürlich ein bisschen klassischer, aber geht natürlich auch so. Ach ja, zurück in die Zukunft. Was für eine geile Trilogie, hey. Also im Prinzip sogar eine Quadrologie mit dem Spiel dazu, nicht wahr? Habe ich auch schon Let's Played, für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben. War schon ziemlich geil. Ja. Das ist einer davon. Leider fehlt der zweite Mechanismus noch. Na, Fire, was also dazu zu sagen? Gebieter, wie der Matrose sagte, bewegt sich etwas im Maschinenraum. Es ist jedoch nur ein Stromschalter betätigt worden, der Gang zum Kerker ist noch versperrt. Ich empfehle, den zweiten Schalter schnell zu aktivieren. Ja, machen wir auch. Jetzt kann ich hier wieder Back to the Future machen. Ich glaube, es ist sogar richtig, wenn ich das hier mache. Oh. Der Holzbogen. Ziemlich großes Teil, wa? Ja, die Größe macht's ihm doch aus. Hier muss ich nicht hin. Hier ist alles lahmgelegt und hier kann ich den Pfeil durchschießen. Ich glaube, das war sogar so, dass ich das machen muss, weil sonst... Geht die Tür jetzt auf? Ah, wunderprächtig. Jetzt weiß ich bloß noch, ob ich das in der Vergangenheit machen muss oder in der Gegenwart. Ja, Freunde, immer so... Oh, Fledermäuse. Fledermausi, fehlt noch eine. Sehe ich einen Schatten? Ich sehe keinen Schatten. Sehr schön. So, wo ist jetzt der Trick dahinter? Mal kurz Cookie machen. Ah. Na, ist doch perfekto mobilo, würde ich sogar mal fast behaupten. Bam. Ja, und jetzt? Geht auch diese Tür auf. Ist der super duper, habe ich da eigentlich... Na so.
Ne, ich muss in eine Gegenwart zurückversetzen, sprich in die Vergangenheit zurückversetzen, weil sonst können wir das Teil halt nicht aktivieren. Dumm nur. Richtig dumm zwar, aber was willst du machen, nicht wahr? Türe auf, Türe zu. Also verschwinde und gebe Ruhe, wenn schon, denn schon. Egal, und zack. War jetzt voll ins Blaue, aber immerhin getroffen. Sag mal. Wieder mal am Arsch der Welt. Mann, nee. Seht ihr? Ist voll die Batterieleiste. Ach, die Wii Motion Plus, ey. Bin mal gespannt, wie die Entwickler dann wohl das nächste Zelda für die Wii U konzipieren werden. Ob sie dann auch wieder so auf die Wii Motion Plus zurückgreifen oder das anders machen. Ich habe keine Ahnung. So, der wäre auch hinüber. Ich wollte ihn zwar klassisch wegladen lassen, hat er nicht ganz geklappt. Naja, was soll's. Zack. Und... Activate. Volle Power. Gebieter, ich registriere eine Bewegung im Maschinenraum. Ich empfehle, den Maschinenraum zum Kerker dort zu durchqueren und die Matrosen zu befreien. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ich könnte sie abschlachten, aber ich glaube, der Kapitän wäre nicht so erfreut. Egal, Freunde, das haben wir wieder mal viel geschafft in dieser Folge. Naja, viel, also, ja, relativ für 20 Minuten, nicht wahr? In der ersten Folge gehen wir dann hier im dritten UG durch, sprich hier überall durch, wir waren bereits da mal, aber jetzt können wir hier durchmarschieren, da durch, können dann die Matrosen befreien, dann kommen wir, glaube ich, auch schon bereits da entlang, warte, genau, wir kommen hier hoch dann, beim Unterqueren, sage ich jetzt mal, dann kommen wir hier hoch, können die Truhen hier ein bisschen leeren und dann kriegen wir, glaube ich, sogar einen Schlüssel, so irgendetwas, damit wir dann hier reinkommen zum Quartier des Kapitäns. Hier gibt es dann den Endboss-Key und dann geht es auch schon, vielleicht sogar in der nächsten Folge noch, bereits zum Endboss-Fight. Wobei der Endboss hier, der ist ziemlich heftig, also ja, heftig, vor allem ziemlich zeitintensiv, von dem her wird schon lustig. So, lustig werden. Also dann, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Skyward Sword Hero Mode im 6 Hertz One und bald schon kriegen wir unser nächstes Upgrade für das Langschwert. Hey ja! Also dann, ciao zusammen!